Und weiter geht das Abenteuer hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Online. Natürlich heute mal mit Generations und Storm 3 unterwegs. Diesmal der erste Fight mit dem guten alten Käferfreak gegen die Papiertante. Das ist ein lustiger Fight. Okay, Shino als Kamerad natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Das Team, jetzt überlege ich gerade, Team 8 war es oder Team 6? Weiß gar nicht mehr. Also gerade Team 5, keine Ahnung. Jedenfalls da ein Team aus Konoha und ich sehe gerade, ich habe voll verkackt. Da geht er zwar auch und ich habe kein Chakra mehr, ist natürlich super. Nicht mehr ausweichen, kein Chakra mehr. Das ist das Nonplusultra hier bei Naruto und haut sie ab. Oh, dann ist auch noch. Wow, voll Lufttypis. Was macht ein Anko da? Egal. Bäm, gut gemacht, Hinata. Gar nicht mal so übel. Wow, hui. Auch nicht übel. Was? Na komm schon, das war so schön. Gut, normal so funktioniert. Kiba, kannst du mir mal kurz ablenken? Kann mich mit dem Ultimate hinterher, wenn es klappt? Klappt natürlich nicht, wieso sollte es auch? Wow, Hinata, hilf mir! Ja, Hinata kann nicht fliegen. Oh, und schon, wow, das sah aber nice aus. Also, Shino muss so sagen, Insekten sind nicht so mein Fall, nö, ganz ehrlich, sind wir meistens ein bisschen zu krabbelig unterwegs und so. Aber Shino, der hat es irgendwie schon drauf. Also ist auch irgendwie eine coole Socke und so, immer schön verdeckt und so. Natürlich mit der Sonnenbrille, ganz klar. Naja. Boom, boom, boom. Der Kampf sieht gar nicht gut aus, wenn er alles blocken könnte. Autsch, voll in die Schnauze. Blocken, blocken, blocken. Lieber nur mal sicher gehen. Gut. Das Ultimate Jutsu, hey. Komm schon jetzt! Na verdammt, wenn ich gesagt nein, zu spät, zu spät. Das versuche immer die hübsche Kombi, aber es funktioniert nie. So, komm schon, Team Jutsu. Nein! Eine Sekunde zu spät, eine Sekunde zu spät. Oh oh. Renn, Shino, renn! Wie ist es nach dem Film? Renn, Schlampe, renn! Boom, boom, boom. Oh oh. Mann, Shino, spring mal! Also zu wenig Schacke dafür. Geht nicht gut. Wow, wow, wow. Mann, ja, mach doch mal XX, Michael, meine Fresse. Boom, geht doch. Der erste Kampf des Tages. Wieder einmal geht er mich. Ja, wieder einmal. Natürlich auch hier die Frage, wie lange geht das wohl noch gut? Ja, Shino, du sagst es. Rang C für den Sieg? Och, Menno. Ist doch voll fies. Egal. In der Revanche ein anderes Mal wieder. Der erste Kampf hat er, glaube ich, auch noch nie, oder? Überleg gerade, das ist doch. Wie ist er schon wieder? Nicht so geht's so. Nee, hier dann auch nicht. Verdammt, wie ist er denn jetzt schon wieder? Yugo, genau. Der alte Yugo. Wisst schon. Also gut, Yugo. Der Typ, der irgendwie das Fluch mal erfunden hat, beziehungsweise sein Clan und ja, mit dem gewöhnlichen, was kann ich irgendwie, Team Sasuke, nee, Sasuke fährt dabei, ja, man kämpft ja gegen Sasuke, von daher passt's wieder. Team Orochimaru Support, keine Ahnung. Und Team Sasuke Support, können sie auch sagen, ja, passt schon eher. Natürlich ein Shuriken, wo kommt das plötzlich her? Naruto wieder mal, der Rasengan-Spammer, ganz klar. Und währenddem er sein Ultimate Jutsu versucht, können meine Teamcharaktere angreifen. Und da ist die liebe Karin schon wieder bereit. Na, trifft's wohl? Getroffen, ey. Ach, ich liebe das, Ich meine, ist überhaupt nicht hinterhältig und so. Es ist einfach ganz normal, die Gegner schnallen es einfach nie. Gut, bei mir passiert es auch häufig. Oh, Menno. Yugo alias Daniel Düsentrieb mal wieder, war natürlich voll daneben, der Wasser, gut, das Wasserjutsu und so geht's sowieso fies, das trifft ja fast immer. Oh. Ja, Hilfe. Hier bin ich, komm schon Kumpel, hier. Hier bin ich. Oh Mann, ich hab kein Chakra mehr, ich merke es immer zu spät, weil ich immer gleich die ganze Tastenkombi eingebe. Von wegen Dreieck, X und dann draufhaut, wa? Oh je. Was ist doch ein Jutsu und bäm, Neji ist weg, wie sieht's jetzt aus, der ist auch wieder weg. Wow, nix da gewesen, Freundchen, nix da. Und der gute Sasuke. Ja, der Versuch. Wow, Mann, der Wurf, der war so cool. Ausweichen, Wurf. Alter, ist der Wurf geil. Ich glaube mal, das ist einer der Würfe. Au. Ich glaube, das ist einer der Würfe, die man ein bisschen häufiger treffen könnte, wa?
Komm schon, Ultimate. Nein, jetzt kann natürlich... Nein! Wow, das war knapp. Hat er beinahe erwischt, der alte miese Peter. So, wie sieht's aus? Gar nicht mal... Ich fühle gar nicht mal so weit. Hä? Wieso denn das? Ich hau doch stänk drauf. Komm schon. Das bringt nichts. Wow! Ich hatte eigentlich geblockt, aber ist ja egal. Boom! Und da fliegt er. Er bleibt zum Glück noch, na Gott sei Dank. Im Gegensatz zu Storm 3, was er ja erst noch lernen musste, nicht wahr? Wenn wir bei Storm 3 die Teamcharaktere und den Ultimate Dudes getroffen haben, dann sind sie weg für diesen Kampf. Aber hier noch nicht. Hier bleiben sie und hier schmeckt mein Ultimate. Jutsu, Dampfrannen-Kombi, however. So, Karin, hilfst du mal kurz? Mit ihrem Parfümregen, ja, sieht zwar nicht schlechter. Wow, wow. Das war noch Treffer. Nein! Ich töpere natürlich direkt dran vorbei. Hey, alter Schwede, wow, weg da. Gut, ich bin so sehr weit in Führung. Draufhauen, ausweichen und dann habe ich ihn. Nein, den Block nicht, Trottel. Mann, jetzt habe ich die falsche... Hab gerade irgendwie einen Müll überlegt, ist ja auch egal. Wieder mal der Sieg, wenn auch ein bisschen loserhaft. Geht heute wieder mal an mich. Das macht Spaß. Was? Soll ich jeden Seite fertig machen? Achso, ja. Das ist eine bestialische Seite, nicht wahr? Das ist eine Saiyajin-Seite. Wieder mal Rang C. Ja, ich verstehe es ja. Nächster Kampf. Der nächste Kampf mit dem guten alten Sai. Ich überlege gerade, hat das eigentlich schon mal eingesetzt? Oder ist das schon eine Weile her? Oder war das damals bei Storm 3? Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle hier noch bei Storm Generations mit Sai und, naja, dem neuen Team 7, keine Ahnung. Mal gucken, okay. Kakashi setzt ja physische Attacken ein. Das ist gut für meine Hundis. Wenn diese eher, ja, Fernangriff sind, sage ich mal so. Wow, nee, nicht mit mir, Kumpel. Kakashi, das wird, wenn es fertig ist, natürlich voll durchbrochen, ganz klar. Und Sakura haut schön rein. Ah. Den habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Nein, jetzt noch einen Wurf ein. Wow. Au. Es geht eine Beule. Siehst du, Kumpel, das kann ich auch. Bäm. Und da fliegt auch er wieder. Was mache ich jetzt wohl? Wow. Natürlich im Ausweichen, schön. Ja, ausweichen kann er, das macht er toll. Wow! Ja! Hilfe! Ganz schön flott hier unterwegs, wa? Macht schon beinahe Minato den gelben Blitz von Konoha, die Irre. Boom, na gut, war das ein Schäler. Wow, er ist ein Schüler, nicht ein Schäler. Ihr seht schon, ich bin sehr konzentriert hier, der versuch's zumindest. So, jetzt Kombi. Oh, na klar. Macht er die Kombi? Ne, macht er nicht. Gut. Wow, das war aber schnell. Zack, weg bin ich. Und jetzt hab ich dich. Ja, Wurftime. Und Combo-Time. Mann, ich hätte im Flug erwischen sollen. Ich trottel jetzt ein bisschen früher time müssen. Ja, das wird schon noch. Wow. Und da fliegt er wieder. Und ja. Mann, ich krieg ihn einfach nie. Jetzt! Warten. Jetzt! Ah, direkt abgefangen. Ist das geil, Mann. Du und jetzt, Mann. Himmlischer Tintenangriff. Also, er lebt noch? Also verarschen? Ja, okay, jetzt kommt der Wachzustand. Solo doch, ist mir doch egal. Boom, jetzt hat er mal draufgehauen. Und schon war es das wieder mal, Leute. Für heute mit Generations. Denn jetzt geht es weiter mit Storm 3. Kommt drauf an, welchem Buch sei. Alles klar. Der erste Storm 3 Kampf mit einem völlig neuen Charakter. Naja, völlig neu zwar nicht, aber in der Storm 3 Ära, sage ich jetzt mal. Mit Mifune, dem Samurai. Zwar kein typischer Shinobi, auch wenn er ein paar Shinobi-Tricks drauf hat. Denk mal, vor allem für das Spiel konzipiert. Oh ne, gegen Later ran. Das kann ja heiter werden. Und da er keine richtige Teamseite hat, habe ich mal überlegt, na komm, nimm mal Hanzo dazu. Hanzo Salamander.
Der ist immer gut, genau wie sein normales Jutsu. Gar nicht mal übel. Autsch, das musste ja kommen. Ja, wie bei Kakashi vorhin war es halt so eine Sache mit so physischen Attacken. Wenn der Gegner eher so Special Moves einsetzt, vor allem mit also ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich weiß, ich stelle mich dämlich an, aber ich kann gegen solche Fernangriff, kann ich kaum spielen. Ich weiß nicht wieso, wo das Problem liegt. Ich mache mich immer sowas vom Platte. Gut, jetzt kann ich rennen, das stimmt soweit. Zum Abwehren, dann näher ran, der weicht da aus, ich gehe wieder näher ran und er kann natürlich auch genauso gut ausweichen, wie ich, wenn er rankommt dann. Ja, das wird... Aha, mit XX näher ran, damit kann ich es natürlich... Ich trottel, natürlich, seine Briefbomben sind sowas wie halt Shurikens, die kann ich ja mit XX oder mit Dreieck X, ja, so Spritmanöver, kann ich den natürlich durchbrechen, ohne Schaden zu leiden. Ach Mensch, ich trottel. Ich merke es natürlich zu spät und wieder einmal sollte ich viel langsamer sprechen. Ich weiß, aber wenn ich so langsam spreche wie gerade jetzt, dann komme ich mir ein bisschen bekloppt vor. Ich weiß zwar nicht wieso, weil ich vermute mal, für euch klingt es einigermaßen gut von der Geschwindigkeit her, aber irgendwie, wenn ich das Gefühl nicht los ist und irgendwie, ja, so dämlich halt betone. Wow! Ja, und dämlich kommentiere auch noch und natürlich vor allem dämlich zocke. Wow. Himmelarsch, dann war das knapp. Blocken. Auch blocken, gut. Scheiße, sollte gerade kontern. Wow, renn mir vorne, renn! Oh, der reicht sowieso nicht. Oh, er hat einen Zweiner-Route, sich gerade. Ja, eigentlich auch schon früh, wa? Ach so, Hanzo wirft die. Das sehe ich auch erst jetzt. Och nö. Ach du Scheiße, wobei, das kann mir auch von Vorteil sein. Ja, das kann gehen, das kann aufgehen. Näher ran, dann ausweichen und jetzt. Draufhauen, komm schon. Ausweichen, draufhauen, komm schon. Ausweichen, draufhauen, drauf. Oh, Scheiße, kann ich mal ausweichen. Natürlich ist der jetzt im Zug. Draufhauen! Komm schon! Ja, Mann, das war so eine tolle Aufholjagd und dann so eine... Ja, so eine Kacke dann doch noch. Schlussendlich. Mano. Ja, schon gut verloren, schön. Ich bin loses Dienst, schon, schön und gut. Revanche, vielleicht? Hallo? Alles klar. Na dann, bereits beim nächsten Fight, Freunde. Hier mit Lee gegen Nagato. Oh. Der Kampf wäre vermutlich ziemlich schnell vorbei im Real Life. Im Real Manga, Real Anime, sag ich jetzt mal. Aber ja, hier denke ich mal mit Lee, der ziemlich flott unterwegs ist, coole Taijutsus drauf hat. Und Nagato, der, naja, mit seinem Ultimate Jutsu auch ziemlich Schaden austeilen kann. Aber denke mal, das dürfte schon einigermaßen... Wow, coole Kombi. Natürlich kein Chakra mehr, toll. Boom, und da kommt Sensei zur Aushilfe. Guck mal, was ich hier habe. Komm schon, komm näher, komm näher. Kommt natürlich nicht, aber im Schatten davon schicke ich mal die Shurikens los. Hat Naruto als Teampartner, also sozusagen irgendwie, naja. Das ehemalige Schülerteam Jiraiya irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Spielt doch keine Rolle und bam, booms, bam. Ein typischer Bruce Lee Schlag, könnte man schon beinahe sagen. Wow. Nix da, Freundchen, nix da. Aber ich kann's. Schon ziemlich fies Lees Angriff, weil man kann ihn nicht so gut einschätzen von Distanz. Alter, ist wieder für ihr. Wie sonst was. Ja, kann ich mir noch was testen mit Neji? So, jetzt aber Neji-Time. Komm schon mal mit Neji. Mit Neji beenden. Na, mach's halt so, meine Güte. Da will man einmal im Leben cool sein. Was passiert? Genau. Der Gegner lässt einen nicht. Naja. Sieger Rock Lee mit Neji und Guy und allem noch in der Vergangenheit. Wobei Guy... könnte doch in der Gegenwart sein, wa? Egal. Das war buschige Augenbrauen-Typ mit dem lustigen Auge. Naja. C'est la vie, Freunde. C'est la vie. Machen wir weiter mit dem nächsten Fight.
Und gleichzeitig leider auch der letzte Fight für heute wieder mal mit Naruto im Son Goku DLC-Kostüm gegen Madara und auch meine zwei Teamkameraden haben auch ihre DLC-Kleidung, sprich Sakura in ihrem Schuloutfit und Sasuke müsste der im Kimono sein. Oh, das hat doch gerade weggeklickt. Genau, Sasuke im Kimono-Style. Naruto im DLC-Kostüm hat zwar nicht das typische Bijou-Dame, also Bijou-Damen sind mit Kurama und so drauf, aber, das wird schon gut gehen. Hier mit dem typischen Naruto oder wohl eher, ja, typischen halt Son Goku Kamehameha in Naruto Rasengan-Style-Variante. Das war irgendwie ein ziemlich cooler Begriff, wa? Egal, komm schon, komm her. Ja, natürlich wieder nicht. Madara und sein Feuer. Blocken. Und näher ran. Na, komm schon, komm. Wow. Mann, halt mal still, Alter. Was? Nein, wieder nicht so. Gut. Ja, eine tolle Kombi gewonnen, die ich früher erwischt hätte. So, jetzt habt ihr. Na, boom, 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 und bam, bam, boom. Da kann ich mehr ausweichen, weil er keine Tauschleiste mehr hat. Bam! Rasengan! Ach, ich liebe das, vor allem hier in Son Goku Kamehameha-Style. Echt eine coole Idee von den Entwicklern. Gut, das war der... Ich wollte gerade fragen, was eigentlich der... sein Stock soll, was ja bei Goku ja eigentlich der magische Stab ist. Oder überleg gerade. Ja, doch, ein magischer Stab. Da frage ich mich halt schon, was das Ganze soll, weil richtig einsetzen kann er ihn ja auch nicht, von daher, naja, was soll's. Und tut das vielleicht einen Nahangriff? Weiß ich gar nicht mehr. Komm schon, Naruto, setzt den Stock einen Nahangriff? Nee, auch nicht, wahr? Wow, zu viele Leute, es ruckelt. PSN hält es nicht durch. Zu viele FPS. Egal, ich muss halt das Ganze mal kurz unterbrechen mit einem gut gezielten Wurf. Haha. So, Kumpel, bringen wir es zu Ende. Okay, doch nicht, den Trick kennt er bereits. Von mir aus, gehe ich mal näher ran. Und hau ihm so schön auf die Kauleiste, wenn er schon keine Tauschleiste mehr hat. Haha, Kauleiste, Tauschleiste. So Leute, das ist wieder mal ein Sieg für mich und wieder mal ist heute, oder wieder mal dieser Part ist dann wieder mal am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Storm Online. Ciao zusammen.